Deutsch A2, B1. Тренируем немецкую речь с новыми словами. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку. Все фразы соответствуют программе уровня А2, Б1 и пригодятся вам для сдачи экзамена. Мне нужно по работе поехать в Мюнхен. Ich muss beruflich nach München fahren. Ich muss beruflich nach München fahren. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Для моих родителей. Für meine Eltern. Für meine Eltern. У окна стоит стол. На нем лежит письмо. Am Fenster steht ein Tisch. Darauf liegt ein Brief. Am Fenster steht ein Tisch. Darauf liegt ein Brief. Это твоя дочь. А кто стоит рядом с ней? Das ist deine Tochter. Und wer steht neben ihr? Das ist deine Tochter. Und wer steht neben ihr? Мы сидим в третьем ряду, а они сидят перед нами. Wir sitzen in der dritten Reihe und sie sitzen vor uns. Wir sitzen in der dritten Reihe und sie sitzen vor uns.
Это наш автобус. На нем мы поедем на вокзал. Das ist unser Bus. Wir werden damit zum Bahnhof fahren. Das ist unser Bus. Wir werden damit zum Bahnhof fahren. Это мой брат, а это моя сестра. А кто на фотографии между ними? Das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Und wer ist auf dem Foto zwischen ihnen? Das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Und wer ist auf dem Foto zwischen ihnen? Я не хочу об этом говорить. Ich will darüber nicht sprechen. Ich will darüber nicht sprechen. Где чемодан? В нем все мои вещи. Wo ist der Koffer? Darin sind alle meine Sachen. Wo ist der Koffer? Darin sind alle meine Sachen. Это мой шкаф. Я возьму сейчас из него белье. Das ist mein Schrank. Ich nehme jetzt daraus die Wäsche. Das ist mein Schrank. Ich nehme jetzt daraus die Wäsche. Я недоволен нашим отелем. Я не хочу вспоминать о нем. Ich bin mit unserem Hotel unzufrieden. Ich will mich daran nicht erinnern. Ich bin mit unserem Hotel unzufrieden. Ich will mich daran nicht erinnern. Он обязательно приедет. Я не сомневаюсь в этом. Er wird unbedingt kommen. Ich zweifle nicht daran. Er wird unbedingt kommen. Ich zweifle nicht daran. Вы должны хорошо подготовиться. От этого зависит ваша оценка. Sie müssen sich gut vorbereiten. Davon hängt Ihre Note ab. Sie müssen sich gut vorbereiten. Davon hängt Ihre Note ab. Мышка лежит рядом с клавиатурой.
Die Maus ist neben der Tastatur. Die Maus ist neben der Tastatur. Ноутбук стоит дороже, чем планшет. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Планшет намного легче, чем ноутбук. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Я люблю быть на улице, так у меня снова появляются идеи для проектов. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Я получил очень много лайков. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Что это значит? Was soll das? Was soll das? Они очень активные. Sie sind super aktiv. Sie sind super aktiv. О чем идет речь в тексте? Worum geht es im Text? Worum geht es im Text? Я хотела бы оставаться на связи с моими друзьями. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ты знаешь фильм «Красные браслеты»?
Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Действие фильма происходит в Берлине и der Film spielt in Berlin und der Film spielt in Berlin und действие фильма нелогично. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Актеры были просто великолепны. Die Schauspieler waren einfach toll. Die Schauspieler waren einfach toll. Первое место. Я выиграл. Erster Platz. Ich habe gewonnen. Erster Platz. Ich habe gewonnen. Жених и невеста носят кольца на пальце. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Когда моя подруга уезжает, то в этом случае я грущу. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Сегодня у меня плохое настроение. Heute habe ich schlechte Laune. Heute habe ich schlechte Laune. Она получила на день рождения открытку. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Как хорошо, вы женитесь. Wie schön, ihr heiratet. Wie schön, ihr heiratet. Ты придешь сегодня? Без понятия. Kommst du heute? Keine Ahnung. Kommst du heute? Keine Ahnung. Он приходит всегда слишком поздно. Я злюсь на него. Kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Kommt zu spät. Ich bin echt sauer.
Они приносят с собой что-то поесть. Sie bringen etwas zu essen mit. Sie bringen etwas zu essen mit. Представьте себе, меня пригласили на собеседование. Stellt euch vor, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Stellt euch vor, ich habe ein Vorstellungsgespräch. То есть дословно у нас получается «у меня собеседование». У нее есть работа наряду с учебой. Sie hat einen Job neben dem Studium. Sie hat einen Job neben dem Studium. Он заявляет о краже в полицию. Er meldet einen Diebstahl bei der Polizei. Er meldet einen Diebstahl bei der Polizei. С паспортом вы можете пройти через границу. Mit einem Pass dürfte sie über die Grenze. Mit einem Pass dürfen sie über die Grenze. Mit einem Pass dürfen sie über die Grenze. Моя карта заблокирована. Meine Geldkarte ist gesperrt. Meine Geldkarte ist gesperrt. Могу я попросить тебя об услуге? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Твоя виза еще действительна? Ist dein Visum noch gültig? Ist dein Visum noch gültig? Тебе нельзя опаздывать. Du darfst dich nicht verspäten. Du darfst dich nicht verspäten. Вам нельзя болтать на уроке. Это мы обращаемся, например, к детям, с которыми мы на «ты» и во множественном числе. Ihr dürft im Unterricht nicht plaudern. Ihr dürft im Unterricht nicht plaudern. Мне нужно здесь остаться. Вопрос, в котором мы нуждаемся в чужом мнении. Мы спрашиваем чужое мнение. Мне нужно остаться? И здесь мы будем использовать глагол sollen. Soll ich hier bleiben? Soll ich hier bleiben?
Что нам нужно делать? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Мне нужно повторить свой вопрос. Soll ich meine Frage wiederholen? Soll ich meine Frage wiederholen? Что им нужно написать? Was sollen sie schreiben? Was sollen sie schreiben? Ему нужно перевести этот текст. Soll diesen Text übersetzen? Soll diesen Text übersetzen? Как ему нужно это сделать? Wie soll das machen? Wie soll das machen? Мне нужно закрыть дверь. Soll ich die Tür schließen? Soll ich die Tür schließen? Тебе помочь? Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Куда нам пойти? Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Откуда мне это знать? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Когда мне тебя встретить? Wann soll ich dich abholen? Wann soll ich dich abholen? Ей нужно набрать этот текст на компьютере, то есть напечатать или там написать. Soll sie diesen Text am Computer schreiben? Soll sie diesen Text am Computer schreiben? Мы шли все время вдоль реки. Wir gingen die ganze Zeit den Fluss entlang. Она ударилась об стол. Sie stieß gegen den Tisch. Все стояли вокруг стола.
Alle standen den Tisch. Мы летим из Гамбурга в Париж без пересадок. Wir fliegen ab Hamburg direkt nach Paris. Выйди, пожалуйста, из моей комнаты. Geh jetzt bitte aus meinem Zimmer. Напротив меня сидела моя начальница. Mir gegenüber saß meine Chefin. Я только что от стоматолога. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Это машина моей сестры. Das ist das Auto von meiner Schwester. Я предпочитаю жить за городом. Ich wohne lieber außerhalb der Stadt. Этот билет действителен только по городу. Dieses Ticket ist nur innerhalb der Stadt gültig. Птица сидит в клетке. Der Vogel sitzt in dem Käfig. Мы гуляли вдоль Эльбы. Wir sind an der Elbe spazieren gegangen. То есть дословно an der Elbe– это рядом, у Эльбы.
Он живет на Паркпляц. Er wohnt am Parkplatz. Твой ключ лежит на столе. Dein Schlüssel liegt auf dem Tisch. Собака лежит под столом. Der Hund liegt unter dem Tisch. Среди слушателей были разыграны 3 билета на концерт. Unter allen Zuhörern wurden 3 Tickets für das Konzert verlost. Лампа висит над обеденным столом. Die Lampe hängt über dem Esstisch. Быстро переходите улицу. Geht schnell über die Straße. Мия стоит перед своим отцом. Mia steht vor ihrem Vater. Макс стоит за своей дочерью. Max steht hinter seiner Tochter. Цветы стоят рядом с лампой. Die Blumen stehen neben der Lampe. Она живет в Швейцарии. Sie wohnt in der Schweiz. Завтра мы едем в Швейцарию. Morgen fahren wir in die Schweiz. Я как раз на почте, в булочной. Ich bin gerade in der Post in der Bäckerei.
Занимайтесь гимнастикой, чтобы не болела спина. Здесь мы уже обращаемся к человеку, с которым мы на «вы». Machen Sie Gymnastik, damit Sie keine Rückenschmerzen haben. Machen Sie Gymnastik, damit Sie keine Rückenschmerzen haben. Возьми пластырь, чтобы твой палец не кровоточил. Hol ein Pflaster, damit dein Finger nicht mehr blutet. Hol ein Pflaster, damit dein Finger nicht mehr blutet. Теперь вежливо скажем эту же фразу. Возьмите пластырь, чтобы ваш палец не кровоточил. Holen Sie ein Pflaster, damit Ihr Finger nicht mehr blutet. Holen Sie ein Pflaster, damit Ihr Finger nicht mehr blutet. Прими таблетку, чтобы у тебя не было температуры. Nimm eine Tablette, damit du kein Fieber hast. Nimm eine Tablette, damit du kein Fieber hast. Nimm eine Tablette, damit du kein Fieber hast. Примите таблетку, чтобы у вас не было температуры. Nehmen Sie eine Tablette, damit Sie kein Fieber haben. Nehmen Sie eine Tablette, damit Sie kein Fieber haben. Запишись на прием к стоматологу, чтобы у тебя не болел зуб. Mach einen Termin beim Zahnarzt, damit du keine Zahnschmerzen hast. Mach einen Termin beim Zahnarzt, damit du keine Zahnschmerzen hast. Mach einen Termin beim Zahnarzt, damit du keine Zahnschmerzen hast. И этот же вопрос в вежливой форме. Запишитесь на прием к стоматологу, чтобы у вас не болел зуб. Machen Sie einen Termin beim Zahnarzt, damit Sie keine Zahnschmerzen haben. Machen Sie einen Termin beim Zahnarzt, damit Sie keine Zahnschmerzen haben. Machen Sie einen Termin beim Zahnarzt, damit Sie keine Zahnschmerzen haben.